Radio Köln dreht durch. Mit Vanessa Neutl und Christian vom Hofe. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Tut mir leid, ich muss mal gerade ans Mikrofon und übernehmen. Corinna Loller ist hier. Genau, wir haben nämlich was für dich vorbereitet. Was ist hier los? Du hast ja ab und zu schon mal erwähnt, dass du Single bist, ne? Ja, aber kein Verzweifelter, ist alles gut. Kennst du noch die Flirt-Kultsendung Herzblatt? Natürlich. Haha. Wir haben ja eben die Vanessa entführt für dich und haben noch 2 andere Kandidaten. Und dann gucken wir mal, wie gut du mittlerweile die Vanessa herausfinden könntest. Muss ich mit dir dann zusammenkommen danach? Nein. Es ist deine Wahl, ne? Es ist ja Herzblatt. Okay, ja, mach mal. Sollen wir mal vorstellen, ja, wie wir da so hätten? Ja. Okay, los geht's. Kandidatin 1. Welcher Spitzname würde zu dir passen und warum? Also ich finde ja, dass Prinzessin super zu mir passt, weil erstens stehen mir Kronen super und zweitens bin ich auch ohne Krone einfach nur eine wunderschöne Prinzessin. Kandidatin 2. Würfi, abgeleitet vom Maulwurf, weil ich auf die Augen zuhaue und vor allem auch eher so schlafe wie ein Maulwurf. Also so eine Schlafhaltung habe. Und Kandidatin 3. Welcher Spitzname würde zu dir passen und warum? Also mein Spitzname in der Schule war ja Ups, weil ich so oft und gerne und immer in Fettnäpfchen getreten bin. Ups, halt. Ja. Ich habe kein Wort verstanden. Kann ich die Sprecherin nehmen? Ich würde sagen, wir spielen einfach nochmal einen Titel. Okay. Und dann kriegst du noch 2 Fragen. Bin sehr gespannt. Dann, du hast noch keine Idee, wer es sein könnte. Bisschen schon. Aha, bisschen na gut. schon. Wir schauen gleich mal weiter. Wir spielen Herzblatt mit Corinna Loller, die auch hier ist. Ja, willkommen zurück. Ja. Und hier kommen die nächsten Fragen. Ich bin gespannt, ob du Vanessa erreichst. Sind da nur Frauen im Angebot? Die Stimmen sind verzerrt, man weiß es nicht. Okay. Hier kommen die 2 weiteren Fragen. Ja. Kandidatin 1. Du bist mit Christian eine Woche im Studio eingesperrt. Was kannst du ihm Gutes tun? Was ich ihm Gutes tun kann, ich glaube, für ihn aufräumen. Denn selber mag das ja nicht. Kandidatin 2. Was würdest du Christian Gutes tun? Ich würde immer aufpassen, dass er seine Labello nicht verlegt und immer einen Stift für ihn parat haben. Und Kandidatin 3. Wenn ich mit Christian eine Woche im Studio eingesperrt, dann würde ich natürlich gucken, dass es ihm gut geht, dass er sich wohlfühlt, vielleicht mit einer Nackenmassage, damit er nicht so verspannt ist. Kandidatin 1. Wie würdest du dich beschreiben? Immer gut gelaunt, geduldig, freundlich, nicht. Und du, Kandidatin 2? Ich habe blaue Augen, ich bin ein lebensfroher Mensch, ich liebe die Herausforderungen, ich bin so ein Kumpeltyp, ich liebe es zu lachen und mit mir kann man unendlich viele Tage lang zusammen ganz allein in einem Studio verbringen. Kandidatin 3. Wie würdest du dich beschreiben? Ich würde sagen, klein, aber oho. Aha. So. Na, Ich muss jetzt brauchst du raten. noch mal? Ja, also wir haben natürlich noch eine Zusammenfassung ja. von der Susi Bin für mir dich. recht sicher. Ne? Ich bin mir recht sicher, aber machen wir die Zusammenfassung Ja, noch. besser ist das, ne? Also, lieber Christian, wer soll es denn sein? Keine. Also, Kandidatin 1, die Prinzessin, der gerne schon mal der Geduldsfaden reißt, die aber dafür Ordnung für dich hält. Ja. Oder Kandidatin Nummer 2, der Maulwurf, der gerne lacht und dafür sorgt, dass deine Lippen kussbereit bleiben. Oder Kandidatin 3, der kleine Tollpatsch, der es in sich hat und dich liebevoll mit Massagen verwöhnt. Jetzt musst du dich entscheiden. ich möchte das nicht. Also, ich muss jetzt Vanessa rausfinden. Und Vanessa war, ich bin mir 107,1% sicher, die Nummer 2. Und Oder? hier ist dein Herzblatt. Tada, komm mal raus. Na, wer kommt da hinter der War's Wand, vor dir richtig? steht? Ja! Ihr passt einfach wunderbar zusammen. Ach, dann machen wir jetzt noch ein bisschen weiter, oder? Ja, Liebst du mich auch? natürlich nicht.